vor der heutigen Partie. Da prickelt es wieder. Sebastian, die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Ja, er ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Der Abwehrspieler hat sich den Ball geangelt. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, das war ja unglaublich, wer das gemacht hat. Eiskalt nimmt er ihn den Ball ab und trifft ins Tor. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Und jetzt spielen sie die Abwehr schwindelig. Ja, in dieser Situation könnten sie was machen. So, der hat jetzt mehrere Möglichkeiten, den Ball abzuspielen. Starker Kopfball. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeigt ich da eine Karte oder nicht? Ja, Endstation, Torwart. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Jetzt hat er den Platz. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Oh, den hat er gehalten. Und wie, da war er mit den Fingerspitzen noch dran. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Und so sieht eine sichere Faustabwehr eines Torhüters aus. Raus mit dem Ball, nur raus aus dem Strafraum. Und irgendwie konnte er den noch abwehren. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Schöner Pass. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Nutzt er die Chance. Der Ball ist noch heiß. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Oh, schwacher Eckball. Das kann er besser. Der Torwart ohne Problem. Der Torhüter klärt hier erstmal.
So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ein wunderschöner Pass. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Keine Möglichkeit. Warum? Der Torhüter steht genau richtig. Oh, per Kopf, warum nicht? Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Situation. Die ersten 45 Minuten sind fast vorüber und bislang konnte ja noch keine Mannschaft auch nur für eine Vorentscheidung sein. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Tja, zweimal gelb bedeutet gelb-rot und das war's dann für ihn. Ja, und der ist noch im Spiel. Zur Pause steht es 1:0. Ja, also wer will jetzt schon eine Prognose abgeben, wie das Spiel ausgeht? Also nach dieser ersten Halbzeit muss ich sagen, beide Mannschaften gleich stark. Was könnte diese zweite Halbzeit entscheiden? Vielleicht eine gute Einzelaktion. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und den hat er super rausgeholt. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt ist er hier der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. Ja, und dafür hat er das Auge klasse gespielt. Freistoß, sagt der Schiedsrichter, denn die Aktion galt nur dem Mann. Der Ball war ganz woanders. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Also der Ball. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Genau in die Arme des Torhüters. Riesenmöglichkeit. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, also den hält nicht jeder. Hut ab. Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Schöner Kopfball, das könnte eine Torchance werden. Das wird gefährlich.
schön weitergeleitet. Ja, und den Ball spielt er weit nach vorne. Und das sieht gefährlich aus. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Ja, gut gerettet vom Torhüter. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und so soll das aussehen. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist ein Gelb und wirklich wert. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Und er findet den freien Mann. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Mein lieber Mann, das sieht der Trainer gerne. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ja, was macht er jetzt? Ich glaube, er flankt. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich 2 Spieler kommen neu in die Partie. Und damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Ja, Abwehr muss sich... Weltklasse! Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, Wahnsinn! Er hat alle Karten aufgedeckt, alles nach vorne geworfen. Selbst der Torhüter war mit im 16er und sie haben tatsächlich den Treffer nach diesem Eckball erzielt. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das Spiel lesen und kommt prompt in Ballbesitz. Ah, da kommt er zu spät in den Zweikampf, schlechtes Timing, es gibt Freistoß. Keine Verwarnung für den Spieler, der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Ja, der Ball prallt. Achtung, jetzt brennt's. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Ja, und das war's natürlich, klar. Aber jetzt können die mal so richtig befreit und locker aufspielen. Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist... Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.